Onse Jeschicht. En in van de Aufschnitt is mij de rede van Nuevo Ideal Durango in Mexico, van zijn personen als Johann Peival en Henrik Boyen. Dit is de Brig-radio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie een rampel en ik wens je een goede aanvang. Wir kommen nu mit Onse Jeschicht Nummer 60. Ditmal vertellen wir noch weiter mehr von der Oldkolonie in Nuevo Ideal Durango in Mexiko. Letztes Mal hat wir noch groß davon vertelt, wo Johann Peival in seinem Brief an Isaac am Dick davon redet, dass die Mennoniten in Mexiko staatenlos geworden sind. Und daraufhin sagt er, hiermit soll ich nu dann wohl aufbrechen. Aber ich will die doch noch erst meine persönliche Antwort geben zu deiner widere Frau. Auf die Regierung uns unsere Freiheiten noch eine Zeit lang erholen wird. Und zu dieser Frau sage ich, dass die Regierung uns die Schulfreiheiten weiter versprochen hat, ihr Versprechen nicht zu holen, dort glaube ich nicht. Dass die Regierung ihr Versprechen noch lang holen kann oder wird, wenn sie dort sagt, dass wir nicht darum geben, dort glaube ich auch nicht. Wenn Johann Peival das Letztere sagt, wenn wir nicht darum geben, dann handelt es sich dort darum, dass die Chihuahua-Oldkolonie am Februar 1936 eine Delegation nach Kanada geschickt haben, dort noch Schulfreiheiten zu fragen oder zu sichern, trotzdem der mexikanische Präsident den Mennoniten im Dezember 1935 die Schulfreiheiten weiter versprochen hat. Und dann wird Johann Peival seinem Brief an Isaac am Dick besonders klar, dass er selbst persönlich sehr wehgetan worden ist, dass die Chihuahua-Oldkolonie eine Delegation nach Kanada geschickt haben, dann noch weiter versichern, wo Schulfreiheiten zu finden und dann trägt durch Hand zu tragen. Besonders weh das dort, dass die Chihuahua-Oms die Oms in Durango nichts davon gesagt haben, dass sie so ein Vernehmen haben. Johann Peival versteht das auch gar nicht, dass Abraham Dick von Gnadenfeld auch dafür sein kann, dass eine Trägwanderung nach Kanada angelegt worden soll. Wir haben einmal davon geredet, dass die oldkolonische Gemeindenbrüder auf die Manitoba-Kolonie in Chihuahua im Sommer 1935 von ihrem neuen ältesten Isaac am Dick verlangten, eine Bruderschaft zu holen, sodass bereit werden kann, wo eine Trägwanderung nach Kanada angelegt werden kann. Wir haben auch davon geredet, dass diese Bruderschaft im Herbst 1935 geholt worden war und dass die Leiter die Brüder dort versucht hatten, für eine Uitwanderung nach Paraguay zu interessieren und dass aber so viele Brüder gar nicht noch gehorcht hatten. Dass die bloß einmal weiter verlangt hatten, dass eine Delegation nach Kanada geschickt werden soll, dort noch Freiheiten im Siedlungsland zu sichern, sodass die Leiterschaft auf diese Bruderschaft schließlich und endlich neu gegeben hat und diese anrühige und anholende Brüder versprochen hat, dass sie eine Delegation dort nach Kanada schicken würden. Und als Isaac am Dick den Brief von Johann Peival erholen hat und dabei seine harte Beschuldigungen gelesen hat, dann beantwortet er den Brief und sagt, wenn du dort weißt, wo schwor die Brüder dort hier am letzten Sommer für mich merken damit, dass sie so fast darauf bestunden, eine Bruderschaft zu holen, eine Trägwanderung nach Kanada einzuleiten, dann würdest du dort vielleicht leichter und besser verstehen können, dass wir eng angeben und eine Delegation nach Kanada schicken. Wir haben dort Trägwanderungen nach Kanada nu überall ganz abgegeben, sagt Isaac. Die mennonitische Gemeindenleiter in Mexiko wussten, dass der Landespräsident Lázaro Cárdenas sein Volk kommunistisch merken will und dass er durchwehen den Religionsunrecht aus alle Schulen im ganzen Land verbieten will. Und scheinbar hat Isaac am Dick von Chihuahua Johann Peival von Durango 1936 gefragt, ob er glaubt, dass das Land Mexiko noch kann gerat worden von kommunistisch worden. Und scheinbar hat die Hechergelehrte Johann Peival
die kommunistische Bewegung in der Welt sehr scharf beobachtet. Dann hij beantwoordt Isaac am Dick, diese Frau, kort opgevoerd ungefähr so. Möglich ist das noch, dass ons Land vor Kommunismus bewahrt worden kann. Dann wir sehen, dass diese Wahl, wo ne all weit sich gefreten hat, auf Städten in dieser Welt mit eiserner Hand ungedrückt wird, zoals zum Beispiel in Deutschland. Und da werden vielleicht unsere Regierung sich noch diese ihre Anstrengung, das Land Mexiko kommunistisch zu machen, bei seinem Recht genommen zu nehmen. Und warum wird unsere Regierung dort nicht recht? Meine Ansicht ist diese, sagt wohl, dort ist, wie die Vereinigten Staaten von Amerika diese Bewegung auch sehr scharf beobachten und sich vielleicht mit einmal bemühen wollen, das Tier mit Gewalt durchzuschlagen. Aber ich habe in der Hauptstadt all zweimal mit meinen eigenen Augen gesehen, wo große Menschenmengen, was 25.000 oder mehr, durch die Staatskassen gingen und nicht mal unmenschlich, aber tierisch schrägen, wach mit der Geistlichkeit in hochlebende Revolution. Johann Peival sagt, ich habe diese entmenschte Hords von ganz dichtbei gesehen und gehört. Und der Landespräsident sagt zu diesen Horden öffentlich, die sind diejenigen, auf wonen ich mich steht. Der zeigt uns wohl all genug. Diese, Johann Peival seine Beobachtungen und Bemerkungen, sagen mir, dass er 1935 auch all einer von den Mennoniten war, wo er von der deutschen Botschaft deutschlandische Tijdschriften zugeschickt krieg in los. Und vielleicht auch sogar nach englische Tijdschriften aus England von der britischen Botschaft. Und dadurch verstund er, was an der Welt verging. Der Schriefstil, der Satzbau, die Orthographie und die Grammatik, das gute Deutsch, was wir in Johann Peival seinen langen Brief, den er 1936 an ältester Isaac am Dick geschrieben hat, und auch ein etliche andere von seinen Schriften seinen, die sind Beweis dafür, dass Johann Peival ein gelehrter Mann war, aus der meisten von unseren Ölkolonien in seiner Zeit waren. Und wenn wir genau anhorchen, was er selbst von sich sagt in seiner selbstgeschriebene kurze Biografie, in seiner Lebensgeschichte, dann fängen wir, dass er eine sehr gute Schulbildung gekriegt hat in Russland, auf der Ölkolonie, ehe er mit seinen Eltern und seinen 5 Brüdern 1892 als 16 Jahre jung nach Manitoba gekommen ist. Er sagt von sich selbst, dass er bald in seinem 17. Lebensjahr in der Schule gewesen ist. Und dort meint, er hat einen sehr guten Deutschunterricht gekriegt an die voll reformierte Schulen auf der Ölkolonie, wo an der Zeit all bloß gut gelehrte schulierisch Unterrichten durften. Das meint auch, dass er auch gut Russisch gelehrt hat. Denn die russische Regierung hat in den 1870er Jahren all die Kontrolle genommen über alle Schulen in ihrem Land, auch über die Mennoniten, und hat Russisch als der Unterrichtssprach in alle Schulen eingeführt. Und weil Johann Peival in den ersten 16 Jahren von seinem Leben all 2 Sprachen so gut gelehrt hat, lehrt er in Kanada auch die englische Sprache durch Selbststudium geschwind und gut. Und wenn wir das alle von ihm weiten, dann verstehen wir dort leicht, wo das gekommen ist, dass er auch besser Spanisch kann, als die anderen nach Mexiko geschickte ölkolonische Männer, wo er da mit Amtop an der Lázaro Cárdenas Regierung schafften, dass die Mennoniten weiter die Schulfreiheiten zurückgeben soll. Und dem Gelehrten Johann Peival haben die Hegereserve Ölkolonie und lauter die Durango-Kolonisten lang einen bütergewöhnlich gelehrten und begabten Arbeiter gehabt. All im Jahr 1903, als Johann Peival noch mal 28 Jahre alt war, wird er an der ölkolonischen Gemeinde auf der Hegereserve als Prediger gewählt und bestätigt. Johann Peival war am 16. Juni 1875 in Südrussland geboren und er starb auf der Durango-Siedlung in Mexiko am 27. Juli 1961, 86 Jahre alt.
Johann Preval war ein sehr pinkeliger Mann, ein sogenannter Perfektionist. Und er verlangt auch von seinem Nächsten Pünktlichkeit. Einmal hat einer von seinen Neffen, wo er ein Marktführer war, von ihm einen Wehren geliehen, und weil es dort ein bisschen lang dauert, bis der Neffe seinen Wehren zurückbracht, hat Johann Preval ihm einen kurzen Brief geschrieben und den auf seine Mailkorn angelegt, sicher zu merken, dass sein Neffe den Brief seinen und lesen wird. In diesem Brief hat der Onkel streng verlangt, dass sein Neffe den Wehren morgen zurück nach Hause bringen soll. Aber als das Neffe sagt, dass sein Onkel der selbst so sehr pünktlich war, dass mal auf seinem Schreiben verjeten hat, ein Datum anzugeben, dann merkt er sich reid, ein Spaßchen zu merken mit seinem Onkel. Er trug das Briefje jeder Tag in seine Hamsfab und lehrt dann auch, dass seinem Onkel die Geduld mit ihm aufrichten soll. Und dann, an dem Tag, als dem Onkel die Geduld aufriet, dann stand er an der Gast für seine Maikon, reid, und als der Neffe bad durchkam, dann frug er am kort und streng: Hast du nicht meinen Brief gekriegt? Der Neffe nahm den korten Brief aus seiner Hamsfab, las den und sagt: Der Brief sagt, ich soll den Wehren morgen in Haus bringen. Aber der Brief kam ohne Datum, und deswegen konnte ich nicht weiten, wann er das morgen senden wird. Aber nu will ich den morgen in Haus bringen. Der selbst so pinkelige Onkel hat seinen Brief das mal nicht dotiert, und seinen Neffen ging das sehr gut, das so ein bisschen anzurubbeln, dass er auch Fehler macht. Das ist bloß ein von vielen Spaßjes, was Johann Preval seine Fehler, auch sehr wackere Neffen, Neffen, mit ihm gehabt haben während sein Perfektionismus. Dat Johann Preval mehr sprechen kann, dat halt de Durango Ooms en Kolonisten Völken sehr uit. En nu haben de Durango Siedler en Ooms vor viele Jahren den vielseitig begabten Mann Heinrich W. Bergen mank aanwonen gehad. Bergen kann auch gut Deutsch, Spanisch und Englisch, en hij is op de Durango Siedlung auch viel gebraucht worden. Nicht mal hat er door veel voor honderden Families gedaan met aanhoudend kanadische Papieren merken, aber er hat auch viel für die Kolonisten und Gemeindenleiter gedaan. Heinrich W. Bergen hat auf der Durango-Siedlung stark danach angearbeitet, dass die Kolonisten ihr Schulwesen verbessern sollen. Als ich glaube, dass wir 1991 die Bergens mal einen Abend besucht, dann wären ihre befriedigten Kinder auch alle angekommen. Und dann werd ich da gewahr, dass die ganze Familie, ich glaube, jeder Monat einen Abend taub war. Und sich erbüht mit viel Taubsingen in Gemeinschaft pflegen. Ich mag das auch an Heinrich W. Bergen, dass er versucht zu hoffen, dass Prediger Jakob Unger, von dem wir all Eier geredet haben, der andere uns vielleicht auch noch wird dort zu bewegen können, dass sie mit den Durango-Kolonisten alle taub wurden, mehr mit en Vaterjugend in Schulkinder donen, die eine bessere Bildung zu geben. En an Anleitung geben, sich mit mehr positive Dinge beschäftigen zu wollen. Davon ist aber, so als wir all weiten, doch noch geworden. Und ich glaube, dass es durchwehen, dass die erwiderte Bergenfamilie nach Ontario getrokken ist. Ein anderer Mann, wo er auf der Durango-Siedlung auch versucht hat und auch noch einmal verdient, die Kolonisten ihr Schulwesen positiv zu beeinflussen, das ist in Jakob Wahl. Ich mag das all an ihm, als ich am 1991 bei seinem Schulholen besucht.
Ik maak dat nog sterker als hij mij in diesem Jahr 2004 in Winkler, Manitoba besucht. De Wahl-Familie wohnt auch al zwischen einmal in Süd-Ontario, aber sie wohnen nu al weiter auf der Durango-Siedlung in Mexiko. Da haben sie ein Drecker geschafft und versuchen dort Interesse an einem besseren Schulwesen zu promovieren. Vor vielen Jahren wollen die meisten von Kanada nach Mexiko uitgewanderte Ölkolonien und Sommerfelder dort gar nicht haben, dort ihre Kinder trägt nach Kanada tragen sollen. Die meisten ölkolonische Ooms und Eltern wohnen nu in Bolivia wohnen, die doen ook von der noch alles was sie kennen, verzubiegen, dort ihre Menschen nicht nach Kanada tragen sollen. Viele von uns Ölkolonien und Sommerfelder, die wir nu al lang in Kanada wohnen, weiten dort noch gut, dort unsere Eltern dort auch mal gar nicht haben wollen, dort wir sollen zurück nach Kanada tragen, von wo sie in den 1920er Jahren weggetrokken wären. Und die meisten von unseren Eltern lebten dort wirklich, dort an nichts anderes übergeblieben wäre, als aus Kanada auszuwandern, wann sie ihre Kinder selbst wollen in ihre eigenen Schulen so unterrichten können, dass sie von Kindheit an mit der Heiligen Schrift bekannt werden können. Und dabei trocken sie nach Mexiko, wo an Religions- und Schulfreiheiten versprochen werden, so als sie die in Kanada vor meist 50 Jahren gehabt haben, dann aber verloren haben. Aber willst das von Anfang an lang nicht alle ölkolonische und sommerfeldsche Eltern überein angesehen haben, und dadurch viele Familien nicht aus Kanada ausgewandert wären, ist dort bei vielen von unseren Eltern in Mexiko noch lang nicht ganz klar geworden, ob dort wirklich nötig gewesen wäre, von Kanada auszuwandern. Einzelne von so einer Familien, die in Kanada wohnen geblieben wären, kamen lauter noch heran nach Mexiko, wie sie da eben nicht Fried finden können, dort ihre Kinder in der Distriktschulen ganz nur der Regierung ihre Vorschriften unterrichtet worden. Und manche Familien wohnen nach Mexiko ausgewandert wären, und die Pionierarbeit in ihrem neuen Land viel schwerer fanden, als sie sich dort vorgestellt hatten, wären bald so eine Eltern, die da auch anfangen so zu fehlen, als wenn das vielleicht nicht nötig gewesen sein würde, dass sie von Kanada ausgewandert wären. Dann ihre Verwandten und Freunde, die in Kanada wohnen geblieben wären, schreiben ihre Briefe an, noch ehe der letzte Zugfall Uitwanderer Kanada verloren hatten, dass sie in Kanada allweiter langsam mehr dort zu sagen dürfen, was ihre Kinder in ihre Schulen sollen lehren können. Und all die briefliche Uitschungen zwischen den in Kanada gebliebenen und die nach Mexiko ausgewanderte Familien über diese Frau, ob das wirklich nötig gewesen wäre, aus Kanada auszuwandern oder nicht, die brachten dort durch, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen den in Kanada gebliebenen Eltern und den nach Mexiko getrockenen immer noch größer wurden, so dass die ölkolonische Lehrdienst, die sozusagen ganz ausgewandert wäre, büter die zwei Predjers, die in Saskatchewan wohnen bleiben, im Herbst 1927 bekannt gab, dass sie all die in Kanada gebliebenen Gemeindeglieder nicht mehr als ihre Glieder ansehen würden, auch die zwei zurückgebliebenen Predjers nicht, weil sie dort als einen Angehorsam in die Gemeinde ansagen, dass sie nicht ausgewandert wären. Für das Mal brechen wir hier weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Ölkolonie in Nuevo Ideal, Durango, Mexiko. Was nächstes Mal? Ich bin George Rempel.